SRF Audio. SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit dem Neurowissenschaftler, KI-Pionier, Psychologe und Philosoph Benjamin Barghezi. Der Benjamin ist 31, hat die leitenden Positionen für Google und Amazon geschaffen und gehört zum Beraterstab vom WEF. Es ist immer ein grosses Anliegen, dass wir optimistisch in die Zukunft schauen. Aufgewachsen ist er in Zug, aber gerade wegen seinem Job immer mal wieder gezögert und auch lange im Silicon Valley gewesen. Benjamin Barghezi, schön bist du da. Und ich habe dich eingeladen, weil ich es enorm spannend finde, mit jemandem zu reden, der als Neurowissenschaftler unser Hirn studiert hat und als KI-Pionier eben das Hirn von Maschinen. Also du bist in beiden Welten tief drin. Und darum hat es mich sehr überrascht, so wie du, also dein digitale Verhalten. Und darum möchte ich gerade auch mit dem anfangen. Du schaltest am Freitagabend nämlich das Handy und den Laptop ab und bist bis am Montagmorgen offline. Warum? Also grundsätzlich, das ist halt wirklich, ich meine, ich komme aus diesen beiden Welten, ich komme aus der psychologischen, ich weiss, wie ein Hirn tickt, wie das Hirn abhängig wird von diesen digitalen Geräten. Ich arbeite aber auch im Technischen, wo ich weiss, was der Mehrwert ist. Und darum habe ich für mich selber einfach die Entscheidung getroffen, hey, ich nutze das Technische im Geschäft, weil auch meine Produktivität verhundertfacht, aber am Wochenende im Privatleben das eigentlich nicht suchen. Und von dem her, ich glaube auch fest daran, dass der Mensch braucht eine Verbindung mit der Natur, mit der Ruhe, mit dem Nicht-Handy-Leben, dass er wirklich glücklich werden kann. Und darum Montag bis Freitag hoch digital unterwegs, nutze jedes Tool-Plugin, das ich kann. Samstag, Sonntag wirklich in den Bergen und bei mir und bei den Büchern und nicht beim Online. Also hat es einen Auslöser gegeben, dass du das angefangen hast? Oder, ich meine, das ist ja etwas, das auch viele anstreben, ich inklusive, aber mega schwierig auch ist, das dann durchzuziehen. Ja, also ich würde sagen Covid-Zeit. Ich habe in der Covid-Zeit wirklich sehr Kontrolle verloren bei meinem Konsum. Ich war wirklich zum Teil bis um 1 Uhr morgens beim Handy gewesen, oder das Blaulicht in den Augen gehabt, nach dem nächsten Morgen mich wieder miserabel gefühlt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, das ist eine schlechte Gewohnheit, die ich aufgebaut habe. Meine Dopaminzentren, oder? Das ist ja das Molekül, das uns Sachen begehren lässt. Das ist doch immer am Kicken, wenn Zucker ist, wenn halt die Reels reinziehst, oder? Und ich habe gemerkt, meine Dopaminzentren sind komplett kaputt gegangen und ich habe auch gemerkt, wie sich das wirklich auf mein Wohlbefinden ausgewirkt hat. Und da habe ich wirklich über Nacht gesagt, so, jetzt reicht es, oder? Habe ich wirklich gesagt, stopp. Und da habe ich einfach die Regeln eingeführt, weil am Wochenende nicht ans Handy gehen, das braucht mega viel Disziplin, das braucht mega viel Fokus. Und in der heutigen Zeit, unser Fokus ist so verstreut, dass das ist extrem schwer aufrechtzuerhalten. Darum die einfache Lösung ist, du schaltest es einfach aus, weil dann braucht es gar keinen Fokus mehr, dass man nicht mehr dran geht. Also ich habe wirklich eigentlich versucht, meine Disziplin auszuhebeln, indem ich mich einfach in Situationen begeben habe, wo ich die ganze Disziplin gar nicht gebraucht habe, indem man es einfach ausschaltet und anschaltet. Wie eine Routine, wie Zähneputzen, wie Duschen, das ist einfach etwas, was dazugehört, dass das Handy ausgeht an einem gewissen Zeitpunkt. Also das heisst, am Freitagabend schaltest du es aus? 8 Uhr am Abend, ja. Am Abend um 8 Uhr lässt du es noch jemand an und am Montag nimmst du es wieder in die Hand. Genau. Das ist natürlich auch ein Luxus. Also hast du nie das Gefühl, das kann man sich irgendwie gar nicht leisten, weil irgendjemand sucht einem immer oder privat ist etwas. Also es braucht auch Planung. Also, ich weiss natürlich vorher schon, wann ich treffe am Wochenende. Wir machen das ab, wir haben einen Zeitpunkt. Das ist früher auch gegangen. Ich meine, ich bin auch noch geboren, als ich jung bin, in einer Zeit, wo es noch ohne Handy gegangen ist. Du bist 31, ja. Und dann, genau. Und dann machst du halt ab, wenn du dich siehst, sagst du um 8 Uhr dort und dort. Und dann tauchst du halt einfach auf und haltest dich an die Zeit, oder? Und wenn es dir wirklich nicht geht, ich meine, irgendwie erreichst du jemanden immer, ist ja früher auch gegangen. Und ja, also meine Mama hat am Anfang immer gemotzt, weil sie Angst hatte, was ist, wenn mal etwas passiert, Notfall. Aber dort daneben, also schlussendlich, ja, so oft passieren Notfälle zum Glück auch wieder nicht. Und du hast vorhin so ein bisschen zwischen den Zielen gesagt, es geht ja um einen Fokus, wo schwierig ist in der heutigen Zeit. Was ist so das, was du auch aus der Neurowissenschaft her kennst, das Hirn ja erforscht hast? Wie können wir den Fokus richtig intensiv trainieren? Also was ich wirklich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, dass weniger mehr ist. Da bin ich auch immer wieder am Kämpfen damit, dass man wirklich überlegt sich, hey, was sind die Sachen, die ich wirklich vorantreiben im Leben und was ist so ein nice to have und was ist wirklich deine Bestimmung fast schon. Ich meine im Sinne von, was in deinem Leben kannst du wirklich, sage ich mal, besser als alle anderen, wirklich, die du kennst, du wirklich kannst sagen, hey, da bin ich wirklich gut drin und was, sage ich mal, ist einfach etwas, was du auch noch machen, weißt du, so ein Nebenprojekt, oder? Und dann wirklich sagen, lass mich wirklich fokussieren auf das, was ich kann. Ich meine, das Gleiche beim
beim Roger Federer, oder? Der ist einfach Tennis hat er gemacht, der Picasso Kunst, oder? Die nicht noch 500 Nebenprojekte, nebendran laufen lassen. Ich glaube, dass sich wirklich herausfinden, was sein Geschenk ist, sein eigen, und nachher dort voll rein. Das ist im Beruflichen mega wichtig im Fokus. Und im Privaten würde ich sagen, es soll nicht um Erfolg gehen, sondern um Glück. Also wirklich, was sind die Sachen, die paar wenigen, die dich wirklich happy machen? Sei es eine Familie, sei es Bücher, sei es Wandern. Und dann machst du einfach mehr von dem. Oder? Aber das ist, glaube ich, das ständige, das reaktive Leben, wo dich einfach, da kommt noch eine Idee, da kommt noch etwas, da wieder etwas. Und du bist eigentlich nur immer in diesem reaktiven Leben am Nachsäckeln, aber gar nicht bei dir. Und das kannst du auch ganz einfach testen, indem du mal dich erinnerst an deine letzten paar Wochen. Wenn du dich gut erinnern kannst, die Sachen, dann ist es meistens, dass du es aktiv gelebt hast. Wenn du fast nicht mehr weißt, was du eigentlich gemacht hast, dann merkst du, dass du auf Autopilot bist. Und das ist genauso das bewusste gegen unterbewusste Denken. Je weniger wir erinnern, desto mehr sind wir wahrscheinlich gar nicht anwesend gewesen, sozusagen. Das heisst aber auch, wir müssen noch klarer und noch mehr uns abgrenzen. Also Nein sagen ist noch wichtiger, wenn wir Fokus haben wollen. Ich denke, ein Nein zu gewissen Sachen ist ein Ja zu sich selber. Ja, das ist wirklich, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, das ist dort, wo meine zwei Backgrounds, sage ich mal, Psychologe und nachher KI zusammenkommen. Die heutige Zeit wird immer schneller, sie wird immer digitaler, sie wird immer vernetzter. Das heisst, es gibt immer mehr Angebot an Ideen, an Informationen, an Ablenkung. Und in so einer Zeit ist es wichtiger denn je, dass wirklich der Geist klar bleibt und fokussiert. Weil wenn so eine Überladung, sage ich mal, von Sinnesreiz, von Angebot, von Ideen, von Möglichkeiten, Sachen werden auch günstiger. Also im Sinne von, früher war ja Reisen nur für die reichsten Leute gewesen. Heute ist es vielen Leuten zugänglich, noch nicht allen, aber das einfach, Sachen werden immer mehr zugänglich. Und das ist halt auch, das ist super, zum einen, wenn man sich überlegt, das ist fair. Auf der anderen Seite, die Leute fühlen sich überfordert, weil es dermassen viele Optionen gibt. Auch wenn zum Beispiel von Leuten, die gerade das Studium abgeschlossen haben, die fragst, die sind fast alle, haben die Angststörungen und Depressionen und Angstzustände, weil sie einfach so viele Möglichkeiten offen haben. Also fast alle ist jetzt ein bisschen fest gesagt, aber schon, also wenn du die Studie anschaust, ja. Ist schon, also die neue Generation, die jetzt kommt, das ist wirklich, also klar, es kann sein, dass man mehr über die mentale Gesundheit redet als vorher, sicher, aber ja. die Studien zeigen, dass noch nie eine Generation dermaßen überfordert sich gefühlt hat, wie jetzt die jetzige, sage ich mal, Gen Z oder Leute, die gerade das Studium abschließen sind. Weißt du, dass du dich fokussieren kannst, wenn das Handy abgeschaltet ist, das verstehe ich zu 100%. Aber du sagst ja, unter der Woche brauchst du alle Tools, ja. Und darum auch ein bisschen die Frage, KI macht eigentlich gerade das Gegenteil für uns zum Fokussieren. Also hilft nicht unbedingt bei dem. Oder sehe ich das falsch? Ich würde dann widersprechen. Also ich finde KI, für mich sind KI ist zwei Sachen. Erstens ist es ein Kreativitäts-Sparring-Partner für mich selber und zweitens nimmt es mir Arbeit ab, wo ich keine Lust drauf habe. Oder? Zum Beispiel, ich bin ja sehr viel auf der Bühne immer als Keynote-Speaker, oder? Und dort meine ganzen Slides, die werden von einer KI gezeichnet. Ich nehme das Briefing vom Kunden, ich rühre das in die Maschine rein, in mein Skript, und dann macht es mir die schönsten PowerPoint-Slides daraus für die Präsentation, oder? Wo ich nachher kann das machen, wo ich gut drin bin, reden. Ich bin nicht gut im Design, oder? Das sind Stunden Arbeit, wo man die KI spart, zum Beispiel. Das Gleiche mit meiner Buchhaltung, das Gleiche mit Steuererklärungen. Das kannst du auch mit KI extrem gut optimieren, oder? Dass du wieder Zeit gewinnst für das, was du wirklich gut bist und dir Spass macht. Das ist, glaube ich, der Zeitteil der KI. Und das andere ist wirklich der Sparring-Partner. Also zum Beispiel, immer wenn ich eine neue Idee habe, etwas zu machen im Leben, dann schreibe ich mal in mein LLM, also meine KI 3, was so meine Gedanken sind. Was ist LLM? Das ist ein Large Language Model, das ist, wenn du mit der Maschine kannst reden, also GPT und solche, alle die kannst reinreden und dann gibt es dir Feedback. Und also wenn du grundsätzlich mal deinen Plan dort reingehst, oder? Und dann fragst, was sind so Sachen, die ich vielleicht verzerrt beobachten, wo habe ich vielleicht einen Denkfehler. Also mach mal ein konkretes Beispiel. Ich möchte in ein Startup investieren. Ich habe das Gefühl, es ist super cool. Oder ich bin als Angel-Investor aktiv. Oder ich habe das Gefühl, es ist das beste mögliche Startup. Dann lade ich mal die Informationen rein und sage, hey, ich finde es mega cool aus diesen Gründen, was übersehe ich? Und dann gibt es mir so 10 Punkte und sagt, hey, hast du das mal geprüft? Oder hey, ja, der Markt ist spannend, aber hast du gesehen, es ist gerade vor 2 Wochen, haben 3 andere Startups in diesem Bereich angefangen. Die Competition ist mega gross, oder? Und das sind so Sachen, die man dann einfach überschaut. Und das ist, finde ich, wirklich, das wird heute viel zu wenig genutzt. Also KI sehe viele so als Gefahr oder als Zeitsparer, was es beides auch ist, aber als Sparring-Partner das Ganze zu sehen, also als jemand, mit dem ich meine Ideen spiegeln kann. Oder? Und da wieder schnell, wenn ein Nebensatz erlaubt ist, ich finde das auch wieder mega Chance für eine Demokratisierung, weil wenn du Geschichten schaust von der Menschheit, sind ja meistens schon Leute, die
einen wichtigen Mentor hatten, eine wichtige Mentorin, haben es irgendwie einfacher im Leben gehabt, oder? Wieso in der ganzen Geschichte, so Harry Potter und so, weißt, der Dumbledore, das wünschen wir uns alle, jemand, der zu uns schaut. Und ich glaube, das Wissen, das ein Mentor dir geben kann, das ist für viele ein Schmerz, dass sie nie so jemanden hatten, so eine Begleitungsfigur. Und mit der KI kannst du das eigentlich genau haben, weil KI schlussendlich, die ist ja trainiert auf dem ganzen Internet. Also hast du eigentlich wie Millionen von Menschen, die durch ihre Erfahrungen und Missglück und alles die Rat können zusprechen. Und darum, also mich ist KI auch wirklich ein Sparring-Partner schlussendlich. Also dort möchte ich dann noch kritischer hinterfragen, aber ich möchte gleich noch bei dem bleiben. Oder was hast denn du so das Gefühl, was wir oder ich, jetzt eine typische Anwenderin, so ein bisschen falsch macht? Also was uns mehr wird bringen? Du sagst eben so als Sparring-Partner mehr benutzen oder was so aus deinem Umfeld, was hörst du und denkst, so schade, dass es so genutzt wird und eben nicht anders? Also was ich sicher glaube, ist, dass viele einfach GPT nutzen, um einfach E-Mails zu schreiben oder Online-Content. Und das ist ganz spannend, dass es eigentlich das merkt man. Also Leute, die KI kennen, die merken, wenn etwas mit KI geschrieben ist. Das merke ich auch. Und dann sage ich, wieso wollte ich einer Maschine zurückschreiben? Genau. Und das ist halt eben genau. Das ist halt ein bisschen, ich glaube, das ist eine komplett falsche Anwendung. Also ich glaube, für so künstlerische Sachen ist es mega cool. So wirklich mal so zeichnen wir irgendwie, wenn man sich schon lange als Fantasy-Buch schreiben wollte, mal mit der KI das zeichnet, hat man ein Bild von seinem eigenen Buch gratis, oder? So etwas, glaube ich, ist mega schön, die Visualisierungsfähigkeiten. Nachher eben wirklich Ideen spiegeln. Oder zum Beispiel auch, wenn, also sag jetzt mal, wenn irgendwie mit jemandem gestritten hast. Wirklich, bist du am Streiten, bist mega hässlich, dann schreibst du mal in die Maschine rein und fragst, wie siehst du das? Und dann sagt sie, hey, ich verstehe deinen Zorn, aber hast du mal gesehen, die andere Person vielleicht sieht es so, oder? Und das ist eigentlich wie ein guter Freund nachher, wo, weißt du, wenn du vielleicht gerade niemanden hast, wo kannst du darüber reden, ist es eigentlich besser, wenn man mit der KI redet, statt dass du nachher wieder hässlich bist und etwas schreibst oder rauslässt oder nachher wieder leid. Also das hört man viele, vor allem auch jüngere Menschen sehen es auch als eine Art Psychologin, die unterstützt. Ist das aber schon auch ein bisschen gefährlich? Also weißt, du bist ja so abhängig. Stell dir vor, es gibt auf einmal, der Chatbot ist down und du bist ohne. Oder auch sonst, ich meine, das sind ja menschliche Werte. Ja. Und dann soll die Maschine mir sagen, wie ich mich verhalten soll, wenn ich mit meinem Partner Krach habe. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht, dass es ein Input ist. Es ist wie wenn ein guter Freund einen guten Freund fragt. Es ist ein Input, es ist ein Ansatz, den du kannst annehmen, aber nicht die eine Wahrheit, oder? Die musst du immer noch selber entscheiden. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass jetzt irgendwie deine Freunde, die wahrscheinlich immer ein bisschen auf deiner Seite sind, dass die dir vielleicht ein verzerrtes Feedback geben gegen, sage ich mal, eine objektivere Maschine, ist natürlich schon wieder etwas, wo einfach als neuen Datenpunkt kannst nehmen. Am Schluss musst du immer noch selber entscheiden, oder? Ersetzt ein Chatbot komplett einen Psychotherapeut? Wahrscheinlich GPT nicht. Das ist noch viel zu allgemein trainiert. Wenn du ganz spezifisch auf klinische Daten trainierst, so ein LLM, wahrscheinlich könnte das schon viel helfen. Also ich verstehe es richtig, du denkst vor allem, dass es mehr aus dem Bubble-Denken rausgehst, weil du mehrere Inputs bekommst. Ich hatte dich als Keynote-Speaker gesehen am Anlass und ich bin nicht sicher, ist es ein Witz gewesen? Oder meinst du das echt, dass wenn man ChatGPT oder einem Chatbot allgemein Schocke verspricht, dass man dann ein besseres Resultat bekommt? Das sind lustige, das sind die Phänomene, also am Anfang ist das wirklich so gewesen, das ist wirklich gewesen, mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen ausgeglichen. Also wirklich, das ist ganz spannend, das ist wirklich auch in der Forschung momentan, gerade wenn ich für mich aus der Hirnforschung kommt, die Maschinen nehmen zum Teil wirklich komische, also menschliche Züge an. Also Sachen jetzt, was jetzt passiert ist zum Beispiel, GPT ist schlechter geworden im Rechnen, je mehr es gelernt hat von den User, weil einfach die mathematische Fehler gemacht hat. Jetzt hat er auch angefangen, schlechter zu rechnen. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen gefixt worden. Aber eine Zeit lang, und es klappt doch auch immer noch recht gut. Wenn du freundlich bist mit dem GPT, schafft er besser. Wenn du ihm Schocke versprichst, schafft er besser. Und ich meine, das macht Sinn, wenn du halt eine Maschine auf dem ganzen Internet trainierst, oder? Das ist, das Internet ist ja von Menschen geschaffen, oder? Dann nimmt es natürlich auch kopiert solche Zeug, was natürlich für viele Leute ist jetzt der GPT bewusst, hat er schon Gefühl? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ziemlich sicher nicht. Aber also sicher halt nicht? Ich würde sagen, sicher nicht, nein. Also das ist natürlich eine ganz andere Frage. Können Maschinen je fühlen? Da habe ich als Neuroforscher auch wieder als Kognitionsforscher ganz einen anderen Bezug dazu. Also das heisst? Also ich würde sagen, wenn man... Also das Problem ist natürlich, wir versuchen darüber zu reden, gibt es ein Bewusstsein in einer Maschine, oder? Und der Witz ist natürlich, also die ganze Neuroforschung weiss noch nicht genau, wieso der Mensch das Bewusstsein hat. Oder? Es gibt jenste Theorien, aber das ist natürlich jetzt nicht... also solange wir nicht genau wissen, was es beim Menschen ist, ist es doch sehr schwer, es einer Maschine nachzubauen oder zu beurteilen, ob sie es hat, oder?
2 Sätze zu dem. Also erstens, ich glaube, wenn wir KI als eine Effizienzmaschine anschauen, müssen wir hoffen, dass sie nicht bewusst wird, weil sonst machen wir Sklaverei. Sonst wir Leute anstellen ohne Geld. Das wäre natürlich nachher, weißt du, musst du überlegen, wenn die Maschinen plötzlich Gefühl haben, dann brauchen sie Rechte, dann braucht man Roboterrechte und so weiter. Das wäre natürlich nachher, also klingt mega nach Science Fiction, aber wenn du über die Themen redest, das wäre natürlich eine riesige Konsequenz davon. Auf der anderen Seite ist es möglich. Klar, wenn man sagt, der Mensch ist bewusst wegen einer Seele, wegen etwas außerhalb des Körpers, der wahrscheinlich nicht. Wenn man aber eher auf dieser Sicht ist, dass der Mensch wirklich einfach Biologie ist und elektrische Information, dann müsste es ja schon möglich sein in einer Maschine. Es gibt zum Beispiel von Carl Friston, das ist so ein bisschen mein Idol in der Neuroforschung. Mit ihm auch der Doktor fast angefangen und nachher bin ich aber in die Tech-Branche abgedriftet. Er hat zum Beispiel die Theorie, dass Bewusstsein einfach eine extreme Verdichtung von elektrischer Information im Hirn ist, auf kleinem Raum. Das heisst, wir haben mega grosse Köpfe als Mensch und mega grosse Hirne. Und unser Hirn ist ja zu gross für den Kopf, oder? In der Evolution. Das ist so verfaltet, darum ist es so verfurcht, wenn du das Hirn anschaust, oder? Er hat sich immer weiter zusammengefaltet und er sagt das einfach, und wenn du zum Beispiel eine Katze Hirn anschaust, es hat viel weniger Faltungen, oder? Und er behauptet, dass einfach irgendwo bei diesem Falten so viel Dichte entstanden ist von Information, dass dort irgendwo das Bewusstsein herkommt. Wenn jetzt einfach mal diese Theorie zutreffen würde, könntest du argumentieren, wenn einfach genug Informationen, digitale, auf genug kleinem Raum verdichtet ist, dass es dann auch so etwas Bewusstsein entstehen sollte. Oder? Wiederum eben, seine Theorie ist eine von vielen, trifft sie zu oder nicht. Was denkst du? Ganz ehrlich, ich bin ein grosser Fan von seinem allgemeinen theoretischen Framework. Ich bin ein bisschen aus dieser Schule raus, sage ich mal, aus dieser Ding. Und wenn ich seine Prämissen anerkenne, dann ja, müsste man schon sagen, dass wenn man in der Robotik einfach genug Konzentration von Informationen anbekommt, dass das irgendwie, sage ich mal, bewusstseinsähnliche Zustände könnte geben. Ein Ding, und da wird es richtig freaky, ist natürlich, dass man ziemlich sicher einen biologischen Körper braucht für das Bewusstsein. Also dieses «Ich bin hier», weißt, also «Ich bin in diesem Raum», das brauchst du irgendeinen Körper dafür, oder? Das heisst, das sage ich jetzt nicht, dass du das machen willst, aber wenn natürlich willst du einen bewussten Roboter bauen, müsstest du erstens die enorme Verdichtung haben im Hirn, aber nachher auch müsstest du irgendwie einen biologischen Körper haben. Also entweder müsstest du einen 3D drucken oder es bei einem Menschen einpflanzen und so weiter. Und dann, wenn er das Gefühl hat von «Ich bin in der physikalischen Welt», plus eben die emotionale Leistung, sage ich mal, dass es dann, du das durchdenkst jetzt auch. Ich will das irgendwie fast nicht durchdenken, ja, aber verstehst du das? Ja, absolut, aber es dann so etwas doch Gefühl entwickeln, wäre jetzt nicht mehr ganz abwegig. Aber eben, wie gesagt, man braucht sicher einen biologischen Körper, das kann man sich im Labor züchten, aber dann wird es wirklich Science Fiction und man bräuchte halt so einen Megachip. Aber eben, wenn du jetzt das überlegst, so, das ist nicht komplett unmöglich für die Wissenschaft, so etwas anzubringen. Und wie gesagt, die Frage ist, brauchen wir Roboter, die bewusst sind? Ich meine, wir haben jetzt schon Überbevölkerung auf der Welt, wir haben jetzt schon mega viele Probleme. Aber was heisst denn das? Also die Maschine wird mit Körper oder ohne Körper, die Maschine wird irgendwann alles besser können wie wir, so mehr oder weniger. Oder anders gefragt, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu krass, aber man muss zumindest keine Zukunftsforscherin sein, dass die sehr viele Fähigkeiten übernehmen können. Was sind denn die Sachen, wo wir Menschen, die für uns wichtig ist, für jetzt, für die Zukunft, wo können wir uns quasi verbessern, aufdatieren oder einfach damit wir dabei bleiben? Also das ist wirklich dort, wo ich sehr optimistisch bin. Das ist auch ein bisschen mein Persönlichkeitszug. Also wenn man sich die KI-Geschichte anschaut, oder? 1956 hat das Ganze angefangen, nachher ist gar nichts gelaufen richtig und nachher in den 90er, oder, hat das wissen vielleicht viele Zuhörer noch, Zuhörerinnen, dass eben Garry Kasparov Schachweltmeister verliert gegen KI, oder? Und nachher haben die Menschen und KI-Forschung sozusagen einen Pakt geschlossen. Hey, die Maschinen, die können Excel, Mathe, Schach, oder? Aber wir Menschen, wir haben Kunst, wir haben Empathie oder solche Sachen. Und ich denke, das ist genau wieso jetzt den Leuten das so nachgeht mit diesen ganzen KI-Wellen, die jetzt kommt. Weil, wenn du das wirklich anschaust, also ich kann definitiv nicht so schön zeichnen wie GPT oder Midjourney zum Beispiel. Wenn richtig Prompt ist, das ist also etwas, viele Leute, die kommen von GPT schlechte Resultate über, nachher haben das Gefühl, KI sei falsch, dabei aber die Qualität von dem, was du reingibst, das ist direkt korreliert mit dem Output. Das heisst, also wenn dein GPT schlechte Leistung bringt, ist es vielleicht eher du, ehrlich gesagt, wo nicht so richtig weißt, wie mit der Maschine reden. Also ist das in dem Fall eine wichtige Fähigkeit, die man sich lernen muss, oder? Das ist genau, wie prompten. Ja, also, wobei in Zukunft es ist jetzt schon am Weglaufen vom Prompting, dass wahrscheinlich bald mit deiner Sprache noch arbeitest, gar nicht mit dem Schreiben. Und dann, das mache ich jetzt schon, das genau, geht ja schon. Und dass dann
eine Zwischen-KI hast, die deine natürliche Sprache in bestmöglichen Prompt übersetzt und da KI... Also das ist eigentlich mein Dolmetscher jetzt. Das ist wirklich bald, dass du die menschliche Sprache als Dolmetscher für den bestmöglichen Prompt bekommst und der bestmögliche Prompt dann an die LLMs geht, oder? Da sind wir auch nicht weit weg davon. Also eigentlich das Ganze, sage ich auch mal, das ist wieder so ein Skill, das kannst du auch wieder mit der KI automatisieren. Also kannst du wie eine KI bauen, die schaut, dass du KI richtig nutzt. Aber schau jetzt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, etwas vom Wichtigsten sei dir, den Menschen Mut zu machen. Ja. Oder so ein bisschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Hast du das Gefühl, mit dem, was du jetzt erzählst, machst du das? Nein, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Also ich glaube, es bringt nichts, den Kopf ins Sand stecken, dass die Welle kommt, die Revolution. Auf der anderen Seite ist es schlussendlich doch noch so, dass die Welt eine menschliche Welt ist, oder? Und dass wir ja kein Interesse daran haben, den Menschen zu ersetzen. Und darum, das ist das, was viele Leute vergessen. Also wer ist wir? Also wir als Kollektiv auch, wir als Menschheit. Oder? Wir haben ja nicht unbedingt das Ziel, dass wir alle nachher arbeitslos sind. Oder? Und darum, ich denke schon, dass auch, ich meine, zum Beispiel, das siehst du zum Beispiel auch momentan, ich meine, mein Bruder ist Fotograf, also Fotofachmann und Fotograf, und er sagt zum Beispiel momentan, was mega im Trend ist, oder? Sind so die Retro-Kameras wieder, oder? Klar kann ein iPhone 3000 Mal bessere Fotos machen, aber die Leute haben irgendwie wieder so eine Schönheit im Alten. Das Gleiche jetzt auch zum Beispiel, wie so im Appenzell bin ich neulich gesehen, was die Holzfigürchen haben und die schönen handgemachten Sachen. Klar kannst du das auch in einer Fabrik bauen, aber einfach der Fakt, dass es so viel Mühe dahinter hat, oder, macht es wieder wertvoll für uns. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute vergessen, dass Wert in der Welt nicht nur materiell und produktivitätsbezogen ist, sondern auch eine emotionale Komponente hat. Und das ist wirklich das, wenn jetzt ein KI-Buch einen mega guten Roman schreibt, dann kannst du das schon lesen. Aber ich glaube, wenn jemand über seine Kindheit ein emotionales Buch schreibt, das hat einen anderen Sachverhalt. Das ist genau das. KI wird sicher alles besser mit Menschen machen, wo es rein um Geld und Effizienz und Speed geht. Das merkt man jetzt auch. Buchhalter, Anwälte, das sind alles Leute, die ein bisschen am Schwitzen sind, oder? Weil das sind natürlich alles so regelbasierte Jobs, die man mit KI sehr schnell ersetzen kann. Auf der anderen Seite, sage ich mal, das 1-zu-1-Gespräch mit einem Menschen, auch wenn vielleicht die Maschine das kopieren kann, oder? Das wird schon nicht ersetzen. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder die ganze Zoom- und Corona-Zeit. Wir alle haben gemerkt, okay, du kannst eigentlich alle Meetings online machen, aber gleich, wenn wir doch Menschen in Person treffen. Die Evolution hat 300'000 Jahre lang unser Hirn auf andere Menschen trainiert, oder? Das willst du doch nicht. Also weißt, auch wenn es besser, also ich meine, wenn jetzt du und ich das einfach gemacht hätten im Podcast oder im Online oder von daheim aus, wäre einfacher gewesen, hätte weniger Koordination gebraucht, aber ich finde es mega schön, mit dir jetzt da zu sein. Und es ist auch genau das, oder? Dass wir Menschen, auch wenn es um Produktivität geht, doch noch emotionale Werte haben. Und das ist dort, wo ich sage, wo wir Menschen wollen, oder? Dass KI uns ersetzen kann, ja, aber wir werden das nicht wollen, weil schlussendlich einfach die menschliche Komponente fehlt. Und wenn ein Satz erlaubt ist, das Einzige, was eine KI nie wird machen für uns, ist entscheiden, was eine Menschen gewollte Welt ist. Das heisst, dass Philosophie, Ethik, Wert, das kannst du nicht abdelegieren an die Maschine. Also ich glaube, wenn du anfängst, deine LLM fragen, wie sich ein guter Mensch verhalten soll, dann wird es wirklich langsam skurril. Oder? Also ich glaube, dass wir in Zukunft wieder alle mehr Philosophie betreiben werden. Also ich denke wirklich, dass wir jetzt das merkst du momentan auch zum Beispiel, dass von den 80er, 90er ist Atheismus hat mega zugenommen, oder? Und jetzt mit dieser ganzen KI-Revolution merkst du, dass wirklich die ganze Religiosität wieder ein bisschen zurückkommt in der Gesellschaft. Das ist mega spannend, dass jetzt wieder die Leute wieder ein bisschen spiritueller werden und vielleicht mit mehr Philosophie betreiben. Weil schlussendlich eben, Produktivität wirst du komplett mit der Maschine verbessern können. Aber die emotionalen und, sage ich mal, übergeordneten Werte, dass das nachher die Maschine abdelegierst, also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Nur die Frage ist, wie fest kann KI unsere Persönlichkeit beeinflussen? Also, du hast bewusst kein Instagram und kein TikTok. Und gerade bei TikTok ist es dir auch wichtig, dass wir wissen, wie das da der Algorithmus gesteuert ist. Ich meine, inwiefern unterscheidet sich unser TikTok von dem von China? Ja. Ich glaube, ich habe irgendwelche Accounts, aber die nutzen nur meine Marketingagentur, okay. Also ich bin noch nie drauf gewesen, was die wieder am Posten sind. Genau, aber also es ist schon so, das ist schon mega spannend. Also in China ist TikTok ein Bildungstool. Dort gibt es Biologie drauf, Physik, Chemie und so weiter. Also dort ist wirklich TikTok ein Tool, um dich bilden, die Kinder und die Erwachsenen. Während es hier bei uns halt schon eher, sage ich mal,
ja, ein bisschen kurzfristige Vergnügen ist, wo du plötzlich 5 Stunden am Handy bist und gar nichts Richtiges gemacht hast, oder? Reiner Zufall, strategische Kriegsführung, oder? Ich meine, das ist wirklich eine grosse These, die ich immer vertrete, dass wir jetzt im zweiten Kalten Krieg leben. Der erste war USA gegen Russland mit den Nuklearwaffen. Jetzt sind wir China gegen USA mit dem KI-Rennen. Ich meine, dass China und Russland und USA direkt in den Krieg gehen, das ist sehr unwahrscheinlich, oder? Das könnte der Planet gar nicht verkraften mit den Nuklearwaffen. Klar, so Spinner gibt es immer, oder? Aber es ist enorm unwahrscheinlich. Aber gleich, wenn ich jetzt bei dem TikTok bleibe, das ist doch eigentlich verrückt. Also das macht jetzt mir schon ein bisschen, das stellt mir schon ein bisschen die Hölle auf. Ja. Also ein Schelm mehr Böses denkt, aber sie haben ja noch Regulierungen, dass die Jugendliche nicht allzu lange an dem TikTok sein können. Also das ist ja eigentlich unglaublich und man weiss es auch gar nicht so genau. Ja, also wenn ich das jemandem erzähle, was, das ist so. Ja, also das ist glaube ich, das ist schon so ein bisschen das Problem, das wir gerade in der Gesellschaft auch allgemein haben, dass eben seit Corona sind also Verschwörungstheorien extrem populär geworden. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich von der Verschwörungstheorie, sagen wir, 20% vermutlich stimmen, oder? Und das ist das Problem, dass jetzt momentan so viel umfliegen ist, dass man einfach gar nichts mehr ernst nimmt, oder? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich bildet und schaut, was passiert da. Weil es macht ja schon Sinn, wenn man sich die Geschichte anschaut. Jede Nation, also vor allem die Grossmächte, haben ja immer alle Technologien genutzt, um ihre Interessen zu fördern. Da wäre mir ja recht blöd, jetzt zu glauben, dass es jetzt wieder nicht so läuft, oder? Und das ist halt so ein bisschen das Bewusstsein, dass eigentlich das Rennen China, USA, aber Indien ist noch gross, Saudi-Arabien, das sind auch Mächte, die da am Kommen sind, oder? Dass das riesen Rennen dann passieren ist, ich meine, das merkt man in Europa zum Teil nicht. Jetzt das Project Stargate in den USA, 500 Milliarden, wo sie extra noch in KI investieren wollen. Irgendwie ein paar Tage später kommt DeepSeek raus aus China, oder? Wo bewiesen hat, dass man so etwas wie OpenAI mit nur $6 Millionen nachbauen kann. Nachher ist der amerikanische Finanzmarkt um 4% eingebrochen, der Nasdaq. Also weißt du, so Sachen, das ist ja nicht nur einfach so ein bisschen Spielerei. Das sind bewusste Manipulationen von Finanzmärkten, das sind Rennen um Vormacht in der Welt, das ist auch ein Image. Und was halt Spannende ist bei so Rennen, es Gute, also was ich wirklich daran glaube, das Gute ist, dass da immer sehr viel abfällt, also so Nebenprodukte, die uns dann wieder helfen. Ich meine, der Großteil der Medizin, die wir heute nutzen, kommt ja aus den Weltkriegen, oder? Also das ist sogar das Nebenprodukt, das entstanden ist, oder? Und das Gleiche wahrscheinlich jetzt bei diesem KI-Rennen, dass extrem viel Fortschritt passieren wird, den wir wieder für Gutes nutzen können. Ich habe selber einen Krebsfall in der Familie. Die Doktoren können da nicht viel machen, aber man muss überlegen, wenn man plötzlich eine KI anfangen kann, zu verstehen, was Krebs eigentlich ist, wenn wir die Moleküle vielleicht kombinieren können, um Medikamente herzustellen, dann wird es plötzlich sehr schwer zu argumentieren, wieso so eine KI-Revolution etwas schlecht sein sollte, oder? Und darum sage ich, also sicher ein Skill für die Zukunft, was du mir gesagt hast. Ich glaube nicht KI. Ich habe ein bisschen Respekt vor den Menschen dahinter. Also wenn man jetzt das mit dem Algorithmus von TikTok hört und wenn ich zurückdenke an die Amtseinführung von Donald Trump, an die Bilder, wo die Chefs der Tech-Giganten ihre Nähe zum US-Präsidenten demonstriert haben, das ist ja schon eine Entwicklung, die also mir auch zu denken gibt. Ja, das ist sicher so. Ich glaube, das ist dort, wo ich jetzt auch einen grossen Appell an Europa habe, dass wir vielleicht wirklich wieder ein bisschen, also momentan ist Europa ja wirklich am Schlafen. Ich meine, also wirklich, das ist wirklich meine Ernst, wenn die KI-Revolution verschlafen, dann wird Indien und Saudi-Arabien bald einen besseren ökonomischen Stand haben als Europa, oder? Und China auch. Und das ist natürlich etwas, was jetzt alle belächeln, aber man muss verstehen, in der Menschheitsgeschichte, und ich komme gerade wieder zum TikTok, aber in der Menschheitsgeschichte, du hast mal am Anfang Jäger und Sammler gehabt, oder? Dann haben wir, das war noch alles ein bisschen frei gewesen und Produktivität war nicht so wichtig gewesen. Dann hast du dich sesshaft machen, dann hast du Bauern werden, oder? Und Sachen produzieren. Plötzlich musst du produktiv sein. Die Jäger und Sammler haben natürlich weniger Essen als die festgelegten. Und dann eine industrielle Revolution, oder? Hast du zuerst mal Dampfmaschinen, dann Elektrizität. Und KI, würde ich jetzt sagen, ist jetzt so der letzte Peak von dieser industriellen Revolution, so der letzte grosse Schub. Und wenn du es da nicht mitgehst, dann ist es nachher, als ob du ohne Elektrizität gegen ein anderes Land competen, das das hat. Oder? Stell dir mal vor, beim SRF würde er ohne Elektrizität arbeiten. Das wäre wahrscheinlich sehr schwer, oder? Und ich denke, genau so wie das für dich jetzt komplett crazy getönt hat, wird es in 10 Jahren für Leute tönen, die nicht die KI-Tools nutzen. Oder? Und das ist wirklich etwas, wo ich Sorge dass Europa das verschlafen könnte. Und wieder zurück zu dem TikTok. Aber gleich noch, was wäre denn dein Appell an Europa? Mein Appell an Europa wäre, dass wir die Innovation, dass wir nicht versuchen, KI zu stoppen. Oder an die Schweiz auch. Mit dem EU AI Act, was passiert ist, dass wir nicht versuchen, das zu stoppen, die Innovation, sondern wirklich proaktiv investieren in die Strukturen und gleichzeitig aber schauen, dass wir irgendwie
eine sichere und eine faire KI-Struktur anbringen. Momentan Amerika zum Beispiel ist nur noch auf Speed ausgerichtet, China wahrscheinlich auch, oder? Da wird nicht viel noch geschaut, hey, Datenschutz oder irgendwie Security, das hängt alles hinten an. Ja, aber dann sind wir wieder bei den Tech-Giganten, die sich mit der Politik vereinen. Das ist ja so, aber ich denke, wenn wir in Europa ein Ökosystem bauen, unser eigenes Silicon Valley, sage ich mal, ein Ort, wo die Leute hingehen können, wo sie wirklich wissen, dort sind andere Leute, die wirklich tagtäglich an dem umdenken, dass du nachher so einen Ort hast, wo wirklich anfängst, Sachen aufbauen, zukunftsorientiert zu denken, aber nachher halt, sage ich mal, Sicherheit und die menschlichen Werte mitbedenkst beim Design und so weiter. Ich denke, das wäre etwas, was wir anbringen. Wir haben das Talent. Ich meine, viele von den grossen US-Startups im Silicon Valley, das sind europäische Founders, die übergegangen sind, weil sie hier kein Geld bekommen haben oder keine Unterstützung. Oder? Das muss man auch verstehen. Also, dass nicht einfach die Amerikaner per se besser sind als wir, sondern alle guten Europäer gehen meistens auch Leute, die zum Beispiel an der ETH Zürich studieren in der Schweiz, oder, die super talentiert sind, machen Startups, sobald die gut laufen, gehen sie in die USA. Warum? Oder? Ja, weil in der Schweiz es ist einfach schwer, an Geld heranzukommen. Ich meine, in den USA werfen sie einfach Venture Capital Money nach, die geben dir einfach Geld dafür. Das ist auch ein Grund, dass ich als Angel-Investor angefangen habe. Ich habe gemerkt, dass es gibt in Europa viel zu wenig Leute, die aktiv fördern Innovation. Das andere ist wahrscheinlich auch ein Mindset. Also ich meine, weißt du, in der Schweiz musst du ja rechtfertigen, wenn du ein Startup machst. Die Eltern, die Freunde, die sagen alle, ui, bist du sicher? Willst du dir einen sicheren Job aufgeben? Oder? In den USA lachen sie dich aus, wenn du es noch nie versucht hast. Weißt? Und das ist, glaube ich, schon so das Umfeld, das du hast. Das ist halt auch wieder sehr etwas psychologisch Bestärkendes. Du hast ja bei Google und bei Amazon auch in leitenden Positionen geschafft. Dort ist ja auch ein anderes Denken. Also, du sprichst, glaube ich, jetzt die Fehlerkultur an in der Schweiz, oder vielleicht auch in ganz Europa. Wie kommt man denn dorthin? Also ich habe Projektprogramm Portfolioleitend bei Google geschafft und da habe ich ja schon auch sehr viel Kundenkontakt gehabt. Und dann haben wir schon gemerkt, dass eben das Investieren in die Zukunft, oder? Also investieren in Technologien, die dir in der Zukunft helfen, dass es in der Schweiz immer mehr Arbeit braucht als in den USA. Wenn du in den USA sagst, hey, look, investiere heute XY, oder? Und dafür wirst du in Zukunft das und das zurückbekommen können, eventuell. Das ist immer gerade geflossen, das Geld. Das ist gerade unterschrieben worden, oder? Wenn aber in der Schweiz es gesagt hat, war immer, ja, was ist, wenn es schief geht, oder? Und es ist natürlich auch berechtigt, dass man die Risiken in Betracht zieht. Aber das Problem ist nur, vielleicht zurück zur Revolution. Wir haben ja als Menschheit von Natur aus sehr risikoaverse Hirne. Also es macht auch mega Sinn. Ich meine, wir Menschen sind mega schwache Tiere. Wenn du überlegst, wir können nicht fliegen, wir sind nicht so stark wie Bären, oder? Und wenn du immer überlegst, wie gefürchtet das ist, wenn du als Mensch in der alten Welt, in der Natur bist. Jedes Tier ist grösser als du, also fast jedes. Nachher hast du durchmogeln dort, Säbelzahntiger. Und du kannst jetzt überlegen, wenn es im Gebüsch am Rascheln ist, oder? Was gehst du eher davon aus, dass es ein herziges Häsli ist oder ein gefährlicher Tiger? Ja klar, der Tiger, oder? Wenn du falsch liegst, dann bist du aus der Nacht gewesen, oder? Und von dem her haben wir uns einfach biologisch antrainiert, dass wir Angst haben vor der Zukunft, Angst vor Veränderungen. Und das Paranoide ist, dass wir mit der industriellen Revolution spätestens eine Welt geschaffen haben, mit Finanzmärkten, mit Technologien, mit digital am Schluss auch noch, wo die belohnt, die risikooffen sind. Also wir kommen aus einer risikoaversen Natur, die unser Hirn mitgeprägt hat und uns geholfen hat, dermassen lang zu überleben. Und nachher haben wir irgendwie in diesem Safe Haven, also in dieser Sicherheit, die wir geschaffen haben, ein System aufgebaut, das die belohnt, die aber Risiken eingehen, innovativ sind und eben gegen die Natur operieren. Und ich glaube, das ist die Spannung, die die Leute merken. Und ich denke auch, darum fühlen sich so viele Leute heute überfordert, weil sie merken, irgendwie, sie müssen sich verändern, sie merken, die Welt zieht da ihnen vorbei. Aber ihre Biologie widerstrebt sich. Oder? Und ich denke, darum werde ich eben Mut verbreiten in Europa, weil ich sage, es ist okay, Angst zu haben, aber Mut ist eben nicht keine Angst zu haben, sondern Mut ist, trotz der Angst den ersten Schritt zu wagen. Und ich denke, dass auch momentan der übermäßige Konsum von Social Media und von TikTok und allem, aber auch ständige Snacken und Zucker und McDonalds und so, das sind alles so Ablenkungsversuche, weil Dopamin, oder? Dopamin ist das, was uns Happy gibt, Serotonin auch noch. Und Dopamin kann man halt entweder aus Arbeit beziehen, also aus harter Arbeit, aus Kreativität, aus Dranbleiben oder aus einfachen Ablenkungen, oder? Und ich denke, dass genau heute, weil die Leute sich so überfordert fühlen, vielleicht keinen Sinn mehr im Leben haben, keinen grösseren Sinn und einfach nur merken, die Welt rast da ihnen vorbei, dass sie sagen, ja nein, Kopf in den Sand, ich tue jetzt einfach jede Woche gar nicht ein Bier trinken, jede Woche in den Ausgang, oder? Und lebe jetzt einfach ein Genussleben, oder? Du lebst ja ganz anders.
Da kommen wir gerade noch drauf. Aber Ja. noch schnell, du sagst eben, Angst vor der Zukunft willst du nehmen. Du gehst noch weiter und sagst, wir müssen optimistisch sein, das ist wie eine Pflicht. Ja. Warum gehst du so weit und sagst Ich glaube, wir Menschen haben eine Pflicht zur Hoffnung und eine Pflicht zum Optimismus. Erstens, weil es ansteckt. Weil wenn du jemandem kannst zeigen, hey, die Welt hat eine Zukunft, es kommt gut, kannst du vielleicht wirklich jemanden aus Depressionen retten, nur schon durch deine Ausstrahlung, die du hast. Also du hast eigentlich wie so einen Ripple-Effekt, so einen Kreiseleffekt auf dem Teich, wenn du Licht reinbringst, dass du andere Leute inspirierst, wie so ein kleines Feuerchen und dann zündet es andere Kerzen an. Ich glaube, darum nur schon auf dieser sozialen Wirkung, wenn du negativ bist, ziehst du andere Leute auch das Negative. Es gibt ganz spannende Studien in der Psychologie, so Crab Bucket Mentality, dass sich zum Teil soziale Umfelder, so deine besten 5 Freunde, wenn die alle sich am Aufgeben sind und halt irgendwie negativ sind, dann wie so, es hebt alle anderen auch noch zurück und zum Teil sogar aktiv. Also dass die Leute gar nicht mehr wollen, dass du ausbrichst aus dieser Misere, weil sonst bist du ja besser als sie, oder? Und das ist so ganz... Das Umgekehrte funktioniert eben auch. Das ist genau. Also, das ist auch in meinem Buch, das jetzt dann rauskommt. Das ist auch wirklich etwas, was ich drin habe, dass zum Teil so herztönt auch ein Wandel im Umfeld nötig ist, um zu dem Menschen zu werden, wo man sein will. Und vielleicht noch schnell zu einer Pflicht zum Hoffen. Also, du siehst in der Neuroforschung, das ist wirklich extrem. Leute, die an eine gute Zukunft glauben, haben auch eine gute Zukunft. Und das wird der Esoterik oft erklärt mit so Gesetz der Anziehung, oder? Dass das Universum dir etwas schenkt. Ich als Kognitionsforscher bin der festen Überzeugung, dass es nicht das Universum ist, das uns etwas schenkt, sondern wir, die uns selber etwas schenken. Weil wenn du positiv denkst, wenn du auf andere Leute zugehst mit positivem Denken, wenn du auf die Zukunft sagst, hey, es wird tricky, aber ich kann das, oder? Dass das dir einfach Kraft aufbringt, das wirklich real zu machen am Schluss. Und wenn du überlegst, dass du eigentlich hast du gegenüber deinem zukünftigen Ich fast schon eine Pflicht zum Optimismus, weil es sich einfach eher in eine gute Lage bringen wird, aber auch gegenüber den anderen, deinem Umfeld, deinen Freunden, weil wenn du das ausstrahlst, die Zuversicht, dann steckst du auch andere an. Aber glaubst du, Benjamin, als Neurowissenschaftler, du hast Psychologie studiert, Philosophie, bist ein KI-Tech-Pionier, einer der meistgebuchten Keynote-Speaker, 30 meistgebuchten Keynote-Speaker in Europa. Glaubst du wirklich daran, dass das alles positiv kommt? Oder ist das einfach, weil du weißt, wie wichtig das ist, dass man so denkt? Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass die Art, wie wir Zukunft angehen, bestimmen wird, wie die Zukunft ausfällt. Wenn wir uns alle in unserem kleinsten Kreis, sei es nur bei unseren Kindern, bei unseren Freunden, wenn wir uns wirklich auch noch für kleine Schritte einsetzen, dass die Zukunft eine gute wird, dann wird es auch eine gute. Also ich denke, dass es beides ist. Die Zukunft wird gut, weil ich an den Menschen glaube, und gleichzeitig haben wir die Pflicht, einfach mal einen ersten Schritt zu machen. Wenn man Angst hat, sage ich mal, von der Zukunft, dann ist auch das Beste, wenn man sagt, KI ist das Schlimmste, mal mit der ein bisschen umgehen, oder? Oder zum Beispiel, das ist wie in der Psychotherapie. Wenn du mega Angst vor Spinnen hast, oder? Wenn du jemandem eine Spinne auf die Schulter tust, dann explodiert fast die Amygdala, das Angstzentrum vom Hirn. Wenn du das wieder und wieder machst, in kontrollierten Zeiten, dann plötzlich wird die Reaktion kleiner und kleiner und hört ganz auf. Und ein paar von diesen Leuten adoptieren nachher sogar Spinnen als Haustier adoptieren, als Symbol, dass sie die Angst überwunden haben. Wenn du das übertragst, oder? Aufs Leben außerhalb der Therapie. Wenn du Angst hast, dass der Job weggeht von KI, dann informier dich doch mal, was genau KI schon kann, was sie nicht kann, weißt, wie du vielleicht deinen Job mit KI kombinieren kannst und so weiter. Wenn du Angst hast, dass irgendwie die USA, China einen Weltkrieg anfangen, dann fang an, dich reinzulesen, weißt, was passiert. Also such dir aus, wieder Fokus. Such dir aus, von was du Angst hast, bild dich dort rein und mach kleine Schritte, weil 2 Sätze zu dem. Das erste, die grösste Angst des Menschen sind die Sachen, die wir nicht wissen. Wenn du etwas weisst, egal wie schlimm es ist, sobald du ein besseres Verständnis hast, es wird greifbarer. Wir haben immer Angst vor Dunkelheit, weil sie nicht konkret ist. Mach deine Angst konkret. Und das Zweite, und das ist wirklich aus der Neuroforschung der Nummer 1 Tipp, den ich geben kann, Aktion bindet Furcht. Also wirklich so ein erster Schritt. Ein zweiter, der grösste Stress, den wir haben, ist, dass wir uns ausgesetzt fühlen der Welt und nicht aktiv sind. Hey, wenn ich dir zuhöre, und ich habe ja recherchiert, und es ist mir wirklich fast ein bisschen schlecht geworden. Ich meine, du bist 31, du bist Neurowissenschaftler, hast Psychologie und Philosophie studiert in Oxford, London, Singapur und Zürich, bist im Beraterstab vom World Economic Forum, einer der Top 30 Keynote-Speaker in Europa, Gründer, Investor, hast du auch schon erwähnt, von verschiedenen Unternehmen. Ende Februar kommt noch dein Buch raus, «Nie wieder sinnlos». Hey, sag, wie kann das sein mit 31? Also, man muss natürlich auch sehen, also schlussendlich, ich habe immer einfach irgendwie eine Passion für die Themen gehabt. Ich meine, ich habe schon immer als Kind irgendwie Fantasiebücher mega mögen und Science Fiction, oder? Also, das war viel mein Hobby immer gewesen.
Und ich war damals ein komischer Nerd und jetzt ein cooler Nerd. Also es ist einfach irgendwie wirklich so, ich habe einfach immer die Sachen gemacht, die mir Spass gemacht haben. Ich bin dran geblieben an denen. Ich meine, Keynote-Speaker ist nichts anderes, als dass ich endlich die Erlaubnis bekomme, meine ganzen Nerd-Themen, die ich immer meiner Familie erzählt habe, auf der Bühne zu erzählen. Das Gleiche ist eben mit der Forschung. Ich meine, ich wollte das immer wissen, darum habe ich sie gemacht, oder? Ich denke, es ist wirklich der Schlüssel vom Ganzen. Ich habe einfach immer wirklich das gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ich will es machen. Auch wenn es vielleicht damals nicht Mainstream war. Ich habe einfach immer mich mega gerne in Wissenschaft hineindenkt, in Technologien, in die Welt, in den Menschen, ins Denken, ins Fühlen. Und jetzt plötzlich ist einfach die Welt will das hören. Und ich glaube, das war wirklich so der Katalysator von meinem nachher, sage ich mal, ja, von dem, dass die Leute das interessiert, was ich mache. Einfach, sie merken, es ist authentisch, ich bin schon lange dran und aber ich bin nicht angefangen vor 3 Monaten mit dem KI, was populär geworden ist, sondern die ganzen Themen mich einfach schon Jahre interessiert. Also ich würde sagen, schlussendlich ist es authentische Passion, dranbleiben und ich denke auch, schnell mal einen Jump machen. Ich meine, man muss auch überlegen, ich habe immer, wenn ich zum Beispiel umziehen oder in ein anderes Land ziehen für einen Job, ich habe das einfach gemacht. Oder? Ich habe einfach gesagt, ja, machen. Klar habe ich gedacht, oh nein, nachher, weisst, kenne niemanden, auf Null wieder anfangen, aber ich habe es immer gemacht. Ich glaube, das ist das. Ich habe einfach immer, wenn ich eine Chance gesehen habe, kurz darüber nachgedacht, macht das Sinn? Und dann einfach gemacht, oder? Und ich glaube, das merkst du auch ein bisschen in meinem Lebenslauf, dass ich einfach immer in die Aktion gegangen bin. Aber weißt, jede Medaille hat ja auch eine Kehrseite. Was ist denn so der Preis für deinen Erfolg oder für alles, was du da gemacht hast? Das ist auch etwas, was ich im Buch sehr thematisiere. Also ich habe immer ein bisschen mit so psychischer Mentalität, also mentale Gesundheit ist schon up und down gewesen, oft. Also weißt, dass nachher plötzlich, wenn du merkst, wie viele Optionen da offen stehen, dass du einfach plötzlich überfordert wirst von der Wahl und nachher hast du immer das Gefühl, dass du sagst am Versagen, oder? Also du hast immer das Gefühl, du sagst eigentlich noch gar nichts, du hättest alles können besser machen. Imposter-Syndrom. Ja, das Imposter oder auch wirklich die schlimmste von allen Leiden, dass du zurückschaust in die Zeit und zeigst, ah ja, dort hätte es noch besser und besser können. Wenn du das sehr analytisches Hirn hast, oder? Und dich darauf trainiert hast, auszusuchen aus mehreren Optionen die beste. Ist natürlich nachher im Rückblick das Allerhärteste, wenn du sagst, ja, dort wäre ich besser links als rechts abgebogen, oder? Also ich denke schon, nachher eben auch so Sachen, wie zum Teil sich überfordert fühlen, zu viel wollen. Aber das ist ja auch interessant. Du sagst, fokussiert ist so wichtig und selber hast du so viele verschiedene Sachen gemacht. Ja, wie passt denn das zusammen? Wieso sage ich das auch, Judith? Weil ich aber genau weiss, wie es rauskommt, wenn man eben nicht fokussiert ist. Oder? Ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, um herauszufinden, wer ich bin. Das ist vor allem in meinen 20er, oder? Wirklich. Ich habe einfach extrem viele Sachen gemacht, um zu merken, wo geht es durch. Und jetzt, glaube ich, ist meine grosse Aufgabe in der 30 den Fokus anzubringen. Oder? Und ich glaube, das ist doch immer so, wenn jemand mega vehement oder mega passioniert für ein bestimmtes Thema argumentiert, dann haben sie irgendwo einen persönlichen Grund dafür. Also ich meine, schreibst du wahrscheinlich kaum Bücher über Fokus und Anstrengung, wenn nicht das ein riesen Thema in deinem Leben war, wo du es selber versucht hast, zu schlagen, oder? Und ich glaube schon, der Appell zu sagen, hey, versuch vieles aus, verstief dich nicht in dem, wo du bist, sondern überleg dir, was sie wettisch, oder? Versuch mehrere Masken an. Also du sagst, überleg dir, wer du sein möchtest oder wer du möchtest sein. Ja, genau. Und nicht, aber das ist schon ein grosses, fast schon philosophische Ding, das ich habe. Ich glaube nicht, dass man sein wahres Ich in sich finden kann, wie so oft in den Filmen und der Geschichte dargestellt wird. Weißt, meditierst 5 Stunden, nachher weisst, wer du bist. Ich glaube, dass du das schaffen musst. Ich glaube, es ist eine Wahl. Und das macht es halt fast wie grausam, weil du kannst nicht einfach schauen, wer bin ich gewesen, oder? Zum Wissen, wenn du sein sollst, sondern du musst es wählen. Du musst wirklich sagen, hey, schau, das sind die Sachen, die mir gut tun, die nicht. Das will ich werden, das ist mein grosser Traum. Also brauche ich diese Persönlichkeit. Das war bei mir das Gleiche. Ich habe in Covid ich habe extrem viel immer Zeit verloren an dem Handy, an dem ganzen Digitalen. Ich habe mich sehr viel abgelenkt mit verschiedensten Sachen. Und nachher wirklich zu sagen, hey, auf dem Weg, wo ich jetzt bin, mit diesen Gewohnheiten, werde ich nicht zu dem Menschen, der ich sein möchte, oder? Und dann wirklich sagen, hey, ich muss komplett resetten, mein soziales Umfeld, meine Gewohnheiten, meinen Rhythmus. Das ist halt schon etwas, wo viel Kraft abverlangt. Aber ich denke, ich kann dir wirklich sagen, es geht mir heute so gut wie noch nie in meinem Leben zuvor. Das ist wirklich ganz ehrlich gemeint. Oder? Und wer willst denn du sein, also wenn du dir das definiert hast? Also wirklich jemand, der mit Wort andere Leute inspiriert und ein bisschen, sage ich mal, aus der Dunkelheit herausführt, klingt sehr ambitioniert oder einfach wirklich ein bisschen mal einen guten Funken schenkt. Oder? Darum eben, was mache ich? Ich schreibe Bücher, oder? Ich mache meine Keynotes, oder ich versuche auch natürlich, sage ich mal, wenn ich investiere in ein Startup, eben den Founders ihm oder ihren Mut zuzusprechen. Oder? Also eigentlich wirklich so jemand, der so einfach ein gute Laune verbreitet, aber nicht einfach naiv, sondern der sagt, ja, schau,
Es gibt Probleme in der Welt, es gibt Probleme in der Psyche, es gibt sehr tiefe Abgründe in der Psyche, die man kann besuchen kann, wenn man nicht aufpasst. Kennst du die von dir? Ja, die kenne ich sehr gut. Ja. Aber wo einfach dann sagt, hey, schau, trotzdem ja oder trotzdem positiv, trotzdem weitermachen. Also ich war viele Jahre wirklich in schweren Depressionen. Und wie hast du dich dort aus, oder was hat dir geholfen in diesem Moment? Ein Sinn im Leben. Nietzsche hat mal gesagt, wer ein Warum im Leben hat, der tragt eigentlich jedes Wie. Und das ist schon so etwas. Also, wenn du passiv lebst oder aber immer passiv, sage ich mal, von den Träumen her, also das, was du willst im Leben, wenn das eigentlich nur der Traum für jemand anderem ist und gar nicht dein eigener, oder? Dann wirst du wahrscheinlich nie glücklich. Das sind ja da so viele, also die sterben, einer der meistgenannten Gründe, so, dass sie bereuen, nicht ihr Leben gelebt haben. Das ist es so. Und ich glaube, das andere ist auch wirklich, dass du musst ehrlich sein, welche von deinen Gewohnheiten tun dir nicht gut. Zum Beispiel, ich habe mega gerne immer Videospiele gespielt, oder? Ich habe das immer geliebt, oder? Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich verliere so viel Zeit mit dem. Es ist nicht das, was ich wirklich machen will. Oder auch weißt du, so, wenn du am Abend am Handy bist und noch irgendwie Comics liest oder Mangas oder so, oder? Bis am Morgen um 1. Dann in dem Moment ist es cool, oder? Aber am nächsten Morgen geht es dann wieder richtig mies, oder? Und einfach das mal beobachten, was an mir tut mir gut und was sind so Muster. Aber auch wirklich, weißt, tief psychologische Muster. Zum Beispiel, wieso streite ich immer mit XY-Person? Was ist das? Ist es wirklich die andere Person oder ist es etwas in mir, das aufkommt? Oder? Und ich glaube schon, dass sich seine eigenen Traumata stellen, seine eigenen Probleme und für die Verantwortung übernehmen. Das ist etwas gefährlich bei einem Trauma immer, dass man sagt, mir ist aus irgendwelchen Gründen ein Trauma angetan worden, darum muss ich jetzt so sein, wie ich heute bin. Und dort rauszubrechen und zu sagen, trotzdem, was mit mir im Herzen dunkel ist, will ich proaktiv nach vorne leben. Ich glaube, das ist schon Kunst dafür. Und das habe ich auch lernen. Also, ich würde sagen, karrieretechnisch immer sehr produktiv gewesen. Das kann man jetzt sagen, das ist einfach das ist Erziehung, das ist Glück, das ist schon etwas, oder? Weiss ich nicht. Ich bin einfach immer dranbleiben. Ich glaube, für die Passion hat mir geholfen. Ich habe das gerne gemacht, was ich gemacht habe. Weißt du, überlege, ich war damals einfach Psychologiestudent ganz am Anfang gewesen, oder? Da habe ich gedacht, was machst du mit einem Therapeut, oder? Dass ich am Schluss internationaler Speaker werde und Investor und Google und so, hätte ich niemand gedacht. Also ich habe jetzt ein paar Mal gehört, so du hast wahrscheinlich nicht so eine einfache Jugend gehabt, wenn du sagst, früher bist du so der Nerd gewesen, der Komische und jetzt will man es auch hören, oder? Nimm uns mal mit, was hast du so für Bilder, wenn du zurückgehst? Aber in der heutigen Zeit ist es sehr Mode, dass jeder so die Hero-Story von sich selbst erzählen. Ich habe es am schlimmsten gehabt, noch mit durchgeboxt. Ich würde sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt. Ich habe einfach immer schon mit der mentalen Gesundheit sicher ein Problem gehabt. Ich habe mich immer sehr allein gefühlt und ausgeschlossen, oder? Obwohl ich also alleine unter vielen, oder? Sozusagen. Und ich denke, das ist ganz normale Pubertät, dass du einfach deinen Weg am Suchen bist. Ich habe wahrscheinlich einfach von meinem Speed her den Weg noch schneller finden, oder? Und ich würde sagen, ich habe eine super Jugend gehabt. Ich meine, klar, wenn du so schnell gehst, ein bisschen nachschauen und so, könntest schon noch eine traurige Story daraus machen, oder? Aber ich denke... Du bist viel gezügelt als Kind? Ja, das schon. Aber vor allem, als ich noch kleiner war, nachher, also irgendwann haben wir Nägeri dann schon den Zug niedergelassen, stabil. Nein, ich würde sagen, mir war es wirklich eher so ein bisschen so. Ich meine, ich habe sehr viel von Philosophiebüchern gelesen. Also ich habe sehr früh schon keinen Sinn im Leben gesehen. Also es war, glaube ich, schon so ein bisschen das gewesen, oder? Und ich habe sehr früh gemerkt, wie sehr du einen Sinn brauchst, oder? Das war so etwas Erkannte wahrscheinlich gewesen. Also das ist noch, wenn die anderen sind gefesten oder Party machen, bin ich halt eher am Philosophiebücher lesen gewesen. Das war vielleicht schon so etwas gewesen, was vielleicht, sage ich mal, nicht ganz normal war. Und nachher nach der Philosophie ist Science Fiction gekommen, Psychologie, Technologie, auch die Zukunftsszenarien. Ich denke, das ist vielleicht so etwas, was ein bisschen anders war. Ja, und du hast schon dort angefangen zu schreiben, also mit «Nie wieder sinnlos». Das ist dein Buch, das rauskommt jetzt Ende Februar mit 42 von den wichtigsten Sätzen. Und du sagst, der richtige Satz zur richtigen Zeit kann ein Leben verändern. Ja. Das glaube ich wirklich fest daran. Ich glaube, schlussendlich das menschliche Hirn ist nicht so gut drin, sich zu erinnern. Es ist wirklich schlecht drin, oder? Und darum glaube ich, genau darum ist es mega wertvoll, wenn man viele Informationen und Weisheit in ganz kurzen Sätzen zusammenfassen kann. Wenn zum Beispiel eben, dass du irgendwie so einen Satz hast, keine Ahnung, manchmal kannst du den Wind nicht ändern, doch die Segel anders setzen. Das ist ein kurzer Satz, aber es kann dir so viel geben als Mensch. Weißt du, einfach merkst, hey, ja voll. Und weißt, das ist einfach so, weißt, deine ganze Weisheit, die du im Leben aufbaust, deine Erfahrungen, das in so kurzen Sätzen wiederfinden. Ich glaube, das hilft dir mega, um dich auf die zu trainieren. Ich glaube wirklich, das ist noch eine Hypothese, die ich habe, das ist eine These, dass man vielleicht im Leben so 5 bis 10 so Sätze braucht, oder? Wo man eigentlich immer wieder wie so ein Mantra für sich selber, sein eigenes Mantra, aber nicht das, was man andere dir beibringen, sondern dein eigenes Mantra hast, das dir nachher in gewissen Momenten wieder Kraft gibt. Und darum, das Buch, ich habe bewusst 42 sehr diverse Sätze gewählt, dass jeder etwas drin finden kann, oder?
Und mein Buch wirklich nie wieder sinnlos, das ist auch vom Namentitel her, oder? Das ist wirklich das sage ich mal, das Wertversprechen, dass man mit Neuroforschung und Psychologie 42 Ansätze findet, zum Fokus, Zuversicht und Orientierung im Leben zu finden. Und es ist wirklich bewusst so geschrieben, dass es für verschiedenste Persönlichkeitstypen etwas drin hat. Das ist etwas, was ich sehr stark glaube. Ich glaube sehr stark daran, dass man zwar seinen Sinn im Leben aktiv schaffen muss, das habe ich ja vorher gesagt, aber dass man auch nicht vergessen darf, wer man ist. Das ist in der heutigen Zeit, ich glaube auch die Leute nehmen ihre Natur, ihre Biologie, ihre Genetik nicht genug ernst, weil zum Teil, sage ich mal, eben, auch mit der Morgenroutine, wo ich ja ein mega Fan davon bin. Also du stehst am 5 Uhr auf und dann gehst du 35. Und das Erste, was ich mache, ist ab in den Kraftraum. Ja, und zwar immer? Also du hast das täglich? Ja, das ist wirklich, das hilft mir mega. Also manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Flug habe früh, dann gehe ich halt joggen eine halbe Stunde statt dem Kraftraum. Aber wirklich einfach am Morgen mit Sport, weil das gibt dir halt Dopamin, das gibt dir Endorphin, oder? Das gibt dir schon mal am Morgen ein bisschen Anstrengung. Und weißt, ich glaube, das ist wirklich rein schon fast spirituell gesehen, wenn du deinen Tag anfängst mit einer Anstrengung statt mit TikTok und mit Zucker, es gibt einfach einen anderen Mindset für den Rest des Tages. Und du gehst auch sehr früh ins Bett? Ja, also um 9 bis 10 versuche ich AD miteinander, dass ich ready bin. Und dann weißt du einfach natürlich, wenn du so eine Routine hast, dann plötzlich kriegen so die Abendpartys und so halt weg, oder? Und das ist dann einfach etwas, das ist dann halt so. Aber für mich ist das nicht jetzt irgendwie Disziplin. Das fragen mich alle Leute, bist du diszipliniert? Ich glaube es nicht. Ich habe meine Routine. Ich meine, braucht es die Leute Disziplin zum Zähneputzen? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder? Also du sagst, Routine ist etwas, du hast das bei dir im Handy, im Tagesablauf ganz fix. Ja, und das ist etwas, wo du sagst, hat dich schon ein Stück weit dorthin gebracht, wo du heute bist? Würde ich schon sagen. Ja, einfach so das Routinierte, einfach das dran halten. Weißt du, das einfach eine Woche macht keinen Unterschied, aber wenn du das Woche für Woche durchziehst, du merkst eben schon Unterschiede in der geistigen Klarheit, aber auch einfach, wie es dir körperlich geht. Also ein Satz, der mich sehr aggressiv macht, ist, du wirst die beste Version von dir selber. Geht es ein bisschen um das? Weil ich finde das ein unheimlicher Stress. Ja, ich finde das auch. Ich würde sagen, das macht dich nicht zur besten Version. Es gibt dir die geistige Klarheit, zum Aussuchen, was die beste Version von dir ist. Ganz ein Unterschied. Also die Routine, die gibt dir noch keinen Sinn im Leben. Das ist ein Fundament. Das ist wie so ein bisschen, wenn du Pizza backen willst, das ist der Ofen, dass du einen guten Ofen hast und vielleicht gut qualitative Gerichte und so. Aber das Kochen musst du selber machen. Das kann dir nicht eine Routine abnehmen. Die Routine hilft dir, dass du klar im Kopf bist. Das glaube ich wirklich. Also das merke ich mir wirklich immer, wenn ich nicht genug geschlafen habe oder wenn ich nicht auf meinen Körper achte, dann geht auch der Geist kaputt. Klar, wenn man das Hirn als einen Teil des Körpers anschaut, darum wieder vor mit den Robotern, oder? Darum sage ich, man braucht für einen bewussten Roboter ganz sicher einen Körper. Das ist so eng vernetzt. Das Hirn ist nicht nur da oben, das ist der Zentralspeicher. Aber das Hirn ist auch, wenn deine Füße kalt sind, haben die Leute plötzlich schlechtere Laune. Wie kann man das erklären? Wenn Herzschmerz hast, kennen wir alle, tut das Herz weh. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das geht nur, wenn wirklich der Körper und der Geist und das alles in einer Einheit sind. Nicht mal spirituell gemeint, wirklich rein biologisch, oder? Und wenn du einfach das verstehst, wie wichtig dein Körperempfinden ist für einen funktionalen Geist, dann wird dir plötzlich klar, dass wenn du deinen Körper pflegst, dass plötzlich auch dein Geist klarer wird, oder? Und darum sage ich, also Sinn im Leben finden, das ist eine aktive Tätigkeit, wo man aber, das ist meine Hypothese, erst bestätigen kann, wenn man sein Leben in den Griff bekommt. Ich glaube, es ist extrem schwer, einen Sinn im Leben zu finden, wenn man die ganze Zeit extern abhängig lebt, immer schlecht isst, immer schlecht schläft, immer am Handy ist, wird es sehr schwer mit dem Sinn finden. Und wenn man das in den Griff bekommen hat, die Routine, nachher in dem Rahmen von dieser Selbstkontrolle, dort bewusst zu sagen, das will ich nicht, Nein können sagen, oder Fokus. Ich glaube, das ist schon ein Weg, der sehr, sehr heilsam ist, körperlich wie geistig. Also wir können mit dir noch ewig weiterreden. Die Stunde ist eigentlich schon durch. Darum noch eine Frage. Welche KI-Entwicklung wird uns in den nächsten 5 Jahren am meisten überraschen? Also ich glaube, was jetzt wirklich kommt, das ist auch, ich habe eine eigene Engineering Company, so eine Programmierfirma auch, wo wir wirklich dran sind, ist so AI Agents heisst das. Also ein Agent eigentlich, dein privater Sekretär sozusagen, der dir hilft, deinen Alltag zu bewältigen. Zum Beispiel, dass wenn du eine Reise durch Vietnam machen willst, redest du rein, hey, plan bitte einen Trip und buch die Hotels und Verbindungen, dass es am bestmöglich ausgeht. Ich bin jemand, der
um 5 Uhr aufsteht und auch ein bisschen Tempo rein kann. Und dann macht er alles parat oder das alles schon vorbereiten. Du kannst vielleicht Kreditkarte hinterlegen und dann kommst du im App noch einmal die Frage über «Hey, 800 Franken für diesen Trip, ist das in Ordnung?» Und dann sagst du «Yes», oder? Und dann bucht es das gerade alles. Also ich denke, dass das Admin abnehmen, das operative Abnehmen, das ist etwas, was wir jetzt im 26 werden haben. So, wirklich ja. Und das ist dann wirklich etwas, überlegst. Das ist eben, der Aristoteles hat damals schon gesagt, reich sind die Leute, die genug Zeit haben zum Philosophieren. Das ist von Aristoteles schon. Und das ist schon etwas, wenn du halt, damals ganz schlimm, wenn du halt Sklaven hast, die für dich alles Langweilige machen und du einfach nur noch Zeit zum Philosophieren. Super schön, oder? Und natürlich, also, das ist natürlich ethisch sehr fragwürdig. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass viele Leute, die momentan wirklich befordert sind, mit Einkaufen, mit alles Managen, wenn die plötzlich so KI-Tools bekommen, auch für sich. Also die ganze Mental Load kannst du ja, genau, dass du wirklich so viel mehr wieder Zeit zurückgewinnst. Und das ist etwas, was ich glaube, wo zwischen der Schicht, also reich und arm, wo am meisten merkst, ist die Zeit. Dass reiche Leute haben mehr Zeit, oder? Weil sie haben Leute, die für sie arbeiten, sie haben Leute, die ihnen den Gugus abnehmen, oder? Und Leute, die das halt nicht haben, die müssen einkaufen, die müssen stressen, die haben dann alle Stress, oder? Und wenn das irgendwie demokratisieren kannst, dann kommen plötzlich alle Leute wieder mehr Zeit über. Aber was ich dann aber behaupte, und das ist übrigens auch, wieso ich genau das Buch geschrieben habe, oder? Dass wenn du plötzlich mehr Zeit hast, dass Depressionen noch weiter raufgehen werden in der Welt. Weil wenn du busy bist mit Gugus, dann bist du zumindest busy, dann machst du etwas. Aber wenn du plötzlich wieder Zeit hast, musst du dich entscheiden, was mache ich mit meinem Leben, wo ist mein Fokus, wo ist mein Sinn. Und darum wieder was ich sage, die Zukunft vor KI, das ist das Zeitalter vor Philosophie. Weil KI wird uns den ganzen Gugus abnehmen, oder? Der Mensch wird primär emotionale und, sage ich mal, sinnstiftende Tätigkeiten müssen machen. Das könnte die Maschine vielleicht auch, aber das wollen wir nicht. Und schlussendlich dann, wenn du natürlich in einer sinnstiftenden Welt leben willst, musst du auch selber wissen, welchen Sinn du dir schaffen willst. Darum sage ich wahrscheinlich, nochmal zum Abschluss, du hast gefragt, welche Skills investieren, sicher mal, wie man KI nutzt, oder? Zuversicht und Mut, ich glaube, das ist ein Skill, den man sich trainieren kann. Und das Dritte wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Philosophie und Sinnessuche begeben. Benjamin Bargetzi, du hast so viel Spannendes erzählt, gerade auch, wie du KI brauchst oder dass du am Wochenende offline bist. Also das nehme ich mir jetzt auch vor. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Wenn wir jetzt von dieser Stunde nur etwas mitnehmen können, was findest du das Wichtigste? Freut euch auf die Zukunft, nicht naiv, sondern als bewusste Entscheidung, weil eine positive Welt besser ist als eine, die man mit Trübsal verbringt. Das Lied dazu passt irgendwie wie «Du wirst unbesiegbar sein», hast du dir gewünscht. Warum dieser Song? Einfach, ich bin in der Kindheit, hat mich Anime mich extrem geprägt. Digimon, Dragon Ball, Pokémon. Und ich habe einfach bewusst jetzt einfach mal Dragon Ball genommen. Das ist der, den ich eigentlich immer höre, wenn ich in Kraftraum gehe. Weil es einfach, das sind halt so einfach so die japanischen Anime mit dem ganzen, sage ich mal, dem Appell daran, dass man sich eben nicht aufgeht, dass man weitermacht, dass man trainiert. Das findest du an dieser ganzen Serie. Und ich würde sagen, die haben mich schon mega beeinflusst, auch als Kind. Einfach so, dass ja, zum Teil wirklich. Also bin ich im Kraftraum, mal nicht mehr bei einer Wiederholung und dann sage ich, dass Son Goku hat es auch noch geschafft. Und dann ziehe ich es noch durch. Und das klappt halt wirklich. Und ich glaube, also, dass das Positive, das Optimistische, das Gute am Schluss gewinnt und dass sich Anstrengung auch auszahlt, das ist schon etwas, so die Sendungen, also wenn ich mal Kinder habe, das wird garantiert etwas sein, dass ich in einer Stadt TikTok wahrscheinlich Anime empfehlen würde. Das wird sicher etwas sein. Dann hören wir uns den zum Schluss. Merci vielmals. Das war das Gespräch mit dem KI-Pionier, Neurowissenschaftler, Philosoph und Psychologe Benjamin Bargetzi. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt zu dieser Sendung, dann gerne. Ihr erreicht uns via Fokus mit c, @srf.ch. Die Sendung findet ihr auch bei srf/audio oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Judith Wendli und wir hören jetzt noch in den Lieblingssong von Benjamin Bargetzi «Du wirst unbesiegbar sein». Gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit. Du lebst einen Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann.
rauben dir noch deine Kraft. Du hast keine Chance, wenn in dir nur Zorn regiert. Es kommt nur darauf an, was in deinem Kopf passiert. Bleib dir selber treu, sei stark und hör auf dein Herz. Du hast alles in dir, glaube daran und du vergisst den Schmerz. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein Selbstvertrauen trägt dich hinauf in die höchsten Höhen, du gibst nie auf. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein Selbstvertrauen trägt dich hinauf in die höchsten Höhen, du gibst nie auf. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.